umgeben von den Schatten und ständig neuen Gefahren ausgesetzt, geht es weiter hier bei Risen 3 Titan Lords. Ja, noch ein bisschen Stab abklopfen und so und schon kann es weitergehen mit so einer tollen Truppe, wa? Tja, hier Taran ist nicht mehr so viel los, wir haben bereits vieles gemacht und so und deswegen muss man sagen, stechen wir endlich mal auf, ja, aufstechen vor allem, aufbrechen natürlich. Und zwar in die Seeschlachten, war hieß ihnen etwas wegen, dass irgendein Monster herumgeißen soll hier auf offener See. War noch schon, na hier, Angriff aus dem, wir müssen es erledigen, bevor es uns erledigt, genau. Und das wird wohl passieren, sobald wir auf unser neues Schiffchen gelangen, tja. Die fangen jetzt natürlich hier beim neuen Schiffchen noch, meinen sieht alles schön aus und so, aber was ist mit unserer alten Truppe? Kommt einfach automatisch nach, da bleibt die da auf der Schluppe drauf, weil, ich hab's noch nicht hingekriegt, dass die mitgekommen ist automatisch. Ja. So leicht seltsam, finde das persönlich ja schon, aber gut. Gucken wir mal, wie sie aussieht. Kadett, bring alles hoch! Wir stechen in den See! Ja, Sir! Ich habe jetzt so eine eigene Kajüte natürlich als Kapitän, aber ich glaube, groß pennen kann ich nicht mehr wagen. Minus Seelenpunkten so etwas. Nee, bringt auch nichts. Gut. Ansonsten sind wir soweit gut ausgerüstet. Genug Ruhm, genug Geld, Gold natürlich, alles supi. Tja dann, los geht's! Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Das gefällt mir an dir, Neon. Ja, die Frage natürlich, wohin war. Also eigentlich wollen wir nach Kieler bezüglich halt wegen. Ah genau, wegen dem schwarzen Herzen, genau. Na, ob das jetzt klappt. Wir haben ganz seltsame Wappen. Naja. Verfolger Seemonster Fundes mit einem Breitseiten deiner Bordkanone. Halt Abstand zu ihm und pass auf die Felsen auf! Ich sehe nichts, doch da vorne ist es. Dann schießen wir mal, wa? Wo ist denn jetzt hin? Es war doch gerade noch vor uns. Oh, das gefällt mir gar nicht. Es ist plötzlich hinter uns, wa? Hilfe. Ja, ich sehe schon. Ja, hallo, schieß doch. Ja, aber irgendwie klappt das Schießen nicht so richtig. Hä? LBR, wir machen die ganze Zeit schon. Oh, Alter. Das Viech ist noch schnell, muss man zugeben. Ja, ich weiß. Ich will gerade auf die andere Seite, weil das Nachladen immer so lange dauert. Versuch mal so, wa? Vielleicht kann ich da ein bisschen mehr ausrichten, wenn ich es so mache. Das wird doch dauert. Die Leute, so viel dazu, wa? Eine Seeschlacht, die ist lustig. Alter, das Vieh kein mit. Ja, das wie gesagt, so halt G. Aber ganz ehrlich, die Kanonen haben ja auch nicht viel drauf. Links, rechts, der Boden ist mit uns an Bord, dann schlecht. Sind die anderen? Ist das Vieh jetzt unter Wasser?
Hä? Die sind da unten. Wo da ist es? Ich sehe gar nichts. Ah, da, jetzt mal! Na toll, ein Zielmodus drin kann ich gar nicht schießen, dann schlecht. Schieß doch mal, Mensch! Ja, ein bisschen was getroffen, na toll. Hallo, kann ich nicht schneller und so gehen? Natürlich nicht, wa? Irgendwie so ballern noch. Ah, okay, mit A plötzlich. Na gut, tschüss. Jetzt ist da oben. Entschuldigung, ich habe gar nicht gesehen. So, mal ein bisschen fahren. Mache ich denn eigentlich Schaden bei dem... Ah, ist das eine Anzeige da oben? Das ist unsere. Weiß auch keiner, war. Ich glaube, es ist die von dem Viech. So, ist wieder weg. Also wenn es das ein Viech ist, dann toll. Wenn es unsere ist, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja, komm, ich will noch ein bisschen verwirren. Klappt aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Na, supi. Hä, wo ist jetzt wieder hin? Dort ist es! Ich komme echt nicht schneller voran, wa? So schießen bringt kaum was. Es ist viel zu weit weg, das Viech noch. Na gut, ich versuch's mal. Und da ist es weg. Mann! Zeig dich! Ich weiß bei uns, ich sehe es auf der Karte! Ja, komm nur auf uns zu, komm nur auf uns zu. Mann! Dämlicher Wellengang. Einmal noch getroffen war. Ulalala. Also auch jetzt sehe ich es da links unter uns anzeigen. Wenn ich irgendwie gerade was schnabulieren, das ist ja ganz praktisch, wa? Also im Sinne von, ja, ich nehme jetzt mal Proviant intus, nach geht's wieder. Wieso ziehen wir den Viech so wenig ab? Ich verstehe das nicht. Hä? Der rennt noch dort. Und wieder ist es weg. Du. Es wäre viel spannender. Ja, wenn es nicht immer so weit weg wäre. Der versucht nur gerade irgendwie. Jetzt komm, es schwammt. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Er muss jetzt sein, in der Hoffnung, dass das Vieh jetzt gleich mal erwische. So, wenn es auftaucht. Okay, der Plan war gar nicht mal so schlecht. Ja, dahinter war's. Also ganz ehrlich, ich ziehe viel zu wenig ab und mit den Seitwärtskanonen, sprich mit der linken und rechten Kanone, kann ich kaum was machen. Weil bevor ich überhaupt ein Vieh bin, ist bereits wieder weg. Irgendwie aber der Kniff noch nicht so richtig raus. Ah, da.
So, komm schon! Sieht besser als noch zu Beginn, das kann man durchaus so sagen, aber immer nicht so, wie ich sagen würde, ja, es ist perfekt. Ich glaube, das ist sowieso unfair, was ich hier mache, weil... Klar, ich mache Schaden, ich treffe das Viech auch, aber viel zu wenig halt. Ich muss theoretisch echt an dem Vieh halt vorbeifahren und mit der linken und rechten Kanone draufziehen, weil macht doch eigentlich mehr Schaden. Theoretisch. Wow, es wird jetzt wieder hin. Ja, in Ordnung muss ich ihn noch erwischen, aber nee. Okay, bereits die Hälfte runter, aber bei uns leider schon ein bisschen mehr. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Alles klar, Bonesy. Offen, nee, wa? So, wo ist es jetzt wieder? Es ist hier abgetaucht, bei dem Vieh weiß nie, wo das gerade hinsegelt. Bleib mal richtig! Komm schon, immer ins Auge! Hoffentlich tun sie es gerade jetzt nicht. Weil sie macht so viel Schaden. Wieso? Ah, deswegen. Der Hof, es kommt von hinten. Dann kann ich so umdrehen und ihm voll eine rein. Ja, wo ist denn das Vieh jetzt? Links und rechts ist auch noch nicht richtig. Wieder weg. Ja, muss aber zugeben, ich werde langsam besser, abgesehen natürlich vom Schießen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich habe das Gefühl, dass Schießen, also sprich mit der linken und rechten Bordseite im Anschluss noch, würde uns helfen, damit das Viech mehr Abstand zu uns gewinnt. Hä? Wo ist denn jetzt? Haben wir es erwischt oder sind wir jetzt down? Wir haben es erwischt! Boom, boom. Questerfolg, Angriff aus dem Meer. Ist das nicht geil, Leute? Jo, war eine geile Seeschlacht. Ja, ich weiß, am Anfang ein bisschen dämlich angestellt. Das ist ein großer Brocken, was? Seeungeheuer? Hier in der Südsee? In der Tat ist das ungewöhnlich. Sonst sind sie viel weiter im Süden anzutreffen. Ich möchte wetten, sie werden von jemandem dazu getrieben, hier zu wildern. Vom Geisterkapitän Crow? Kann gut sein. Wir sind gut beraten, wenn wir die See im Auge behalten. Das war sicher nicht das letzte Ungeheuer, das uns auflauern wird. Schätze ich auch. Was? Ach nicht. Der Tod des verräterischen Schattenlords auf Taranis geht dann wohl auf dein Konto. Reife Leistung, mein Freund. Wenn's nach mir ginge, könnte es ruhig so weitergehen. Du solltest mit deiner Crew sprechen. Könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere etwas Wichtiges zu sagen hat. Okay, okay. Wie sieht's mit dir aus? Nö. Papagei? Rasier dich! Hey, wo kommst du denn her? Polypirat! Seefahrer! Ach was. Na dann, willkommen an Bord, Kleiner. Rasier dich! Schnauze! Okay, da muss ich sagen, das gefällt mir. Hoffentlich gibt es noch mehr davon in Zukunft.
Ja, gut, wie gesagt, am Anfang ein bisschen dämlich angestellt, bis alles ein bisschen raus hatten. Zum Schluss ging es relativ gut. Okay, sind wir der gute Ich Matt. habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Gut, wie sieht es eigentlich mit Mendoza aus? Ist der jetzt für immer weg, oder, der ist noch da, hier ist nur etwa von wegen Gruppe verlassen, aber ist vielleicht hier noch irgendwo am Strand. Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Der Dschungel ist die Welt der Wilden. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgeht, können sie sehr nützlich sein. Du meinst als Sklaven? Ich dachte mehr an Waffengefährten, aber wenn du mich so fragst, wer weiß, irgendwann lege ich mir vielleicht einen zu. Oh Gott, so ein Spiel darfst du heutzutage gar nicht mehr spielen eigentlich, wa? Gut, Jafar? Schönes Schiff. Jip, jip. Jaffa ist wieder auf große Reise. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf, Captain. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. Nix bereuen. Jaffa wird eine große Bereicherung sein. Du wirst sehen. Schon sehr bald. Das hoffe ich. Was sagt ein Gnom zu diesem Ort? Gnome haben viel gemeinsam mit den Dschungelmenschen. Sie sind viel in der Natur und verehren alles, was aus der Erde kommt. Wie dieser Jadestein hier, den ich bei ihnen fand. Trotzdem irritiert mich diese Sache mit dem Voodoo. Böse Geister sind pfui pfui. Da hast du recht, Jafar. Komm mit. Claro. Yeah, Jafar ist dabei, cool, Mendoza bleibt dort, ich gehe nicht mehr zu Nase und haut ab, okay. Ruderboot, ab zum Strand. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Dinge zu erledigen hier auf Kila. Wenn ich mich richtig erinnere, was war denn alles noch? Abgesehen natürlich von Petty und Sadek rekrutieren, hatten wir noch ein paar andere Dinge hier, wa? Der Schatz von Captain Finch, wo war denn der schon wieder? Ah ja, stimmt, das war da schon wieder. Ja, ich weiß es da. Ich weiß es, wobei wenn er Ella sein soll, macht das mit Petty erst am Schluss, wa? Und ich kann mich rapporten hier hin. Okay, also doch zuerst. Gibt es hier nicht eigentlich einen Trick, um besser schwimmen zu können? Ich meine, klar, jetzt schwimme ich ja schneller, aber leider nicht allzu lange. Seht ihr, jetzt geht's bereits wieder nicht mehr. Zuerst ein paar Sekunden erholen, danach geht's wieder. Naja. Nun gut, aber ansonsten, so für Part 80 war es doch relativ interessant, wa? Was war noch witzig fand, ist bei uns erwähnt von wegen, ja, das ist gar nicht übel, dass sie in der Südsee sind, sondern eigentlich viel südlicher. Ja, was ist denn noch südlicher als eine Südsee? Hä? Eine Nordsee wohl kaum. Tja, ja. So, Petty, liebste Schwester. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Sehr gut. Dann werde ich ab jetzt mit dir segeln, Captain. Schwierige Lage. Aber wir haben es wieder einmal geschafft. Das mit dem Schiff hast du gut gemacht. Hast du mich gerade gelobt? Ja, aber gewöhn dich nicht daran. Wird nicht so häufig vorkommen. Das würde ich leider auch. Vor bösen Fischen im großen Teich. Die beißen dich schon nicht. Was macht Captain so sicher? Halbe Portionen interessieren die nicht. Jip. Okay, Petty hätten wir jetzt also auch. Hurra, unsere Schwester dabei. Hurra, gehen wir erstmal zu Sadek. Sie bleibt ja hier, was? Glücklich. Schön für dich. Hä? Ist das ein Ja? Oh Mann, klasse! Interessante Schattenbildung. Nun gut. Das war gerade Quinn. Das ist mal ein großes Floß. Gibt Jaffa ein paar Tage. Rezept für Grog. Ja, ich habe genug Blut und Zucker auch, wa? Oder gerne was anderes noch machen würde, aber sowieso nicht. Viermal Zucker für den Jungen. So, die Truhe habe ich auch schon. Fehlt noch irgendwo eine Truhe? Ich glaube eher weniger, wa? Die hatten wir schon alle. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Ja. Das hatten wir auch schon. Irgendwo war mir so, als gäbe es auf Kiel noch eine 80er-Truhe. Ich weiß gar nicht mehr wo. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Willkommen an Bord. Gee,
Wenn Captain in See sticht, wird Sadek da sein. Sehr gut. Ein anderes Crewmitglied. Was die Crew jetzt betrifft, haben wir schon ziemlich viele, wa? Wir haben Mendoza, Edward, Neron, Kadettenpaar, Jafar, Patty, Sadek. Jetzt einer fehlt noch. Wo war denn der schon wieder? Vielleicht einer auf Antigua? Nee. Tacarigua vielleicht. Egal. Können wir später noch angucken. Jetzt gehen wir erst einmal hier hoch und holen uns noch das Schattenherz ab. Beziehungsweise natürlich das gereinigte, weil wir müssen dafür ein Äffchen killen. Wenn ich bloß noch einen sehen würde, da vorne. Eigentlich so fies, ey. Also noch irgendwo eins, weil wenn du praktisch das auch unterwegs, also selbstständig machen könnt, habt ihr doch irgendwas mal erwähnt gehabt, das spielt der Charakter hier von wegen, ja, ich mach das selber und so. Ich kenne Orte wie diesen aus früheren Reisen. Homies mit Farbe im Gesicht mögen es gar nicht, wenn man Sachen von ihnen borgt. Kunststück borgen, als man Gnomen meist auch klauen. Hier noch ein paar, wa? Also muss ich aufpassen, wenn ich ihn treffe. Okay, 3 Stück haben wir jetzt, wa? Das heißt, theoretisch für 3 Schattenherzen natürlich. Wenn das irgendwie mal klappt. Kann ich das echt selber machen? Mal ganz kurz, Leute. Wir haben ja irgendwo ein Schattenherz hier. Gut, hier kann ich nichts machen. Kann ich in so einem Voodoo-Stand etwas machen? Von Voodoo verstehe ich nichts. Ich bin kein Goldschmied. Schade. Chico? Ah, eine 110er Truhe. Toll, sie kommt gleich mit, das ist gar nicht gut. Die versuchen noch zu knacken, Freunde. Das kriegen wir noch hin. Also erstmal zu ihm hier. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Sehr gut, Dankeschön. Tja, Freunde, verabschiedet euch von 2 weiteren Seelenpunkten und begrüßt 10 weitere Herzpunkte. Also ja, maximal das Blut halt, wa? Genau, jetzt haben wir schon 160 Blutwerte. Lecco mio. Wir halten immer mehr aus. Ist das nicht geil? So, jetzt weiter minus Seelenpunkte, bis wir mal bereit sind zum Schlafen, wa? Na egal, wie es weitergeht hier bei Risen 3 Titan Lords, seht ihr im nächsten Part wieder. Dann werden wir, wie gesagt, mal die Truhe knacken dort. Geht sicher irgendwie, mal gucken. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.